Zu Kunst und Krempel ins Schloss Fasanerie bei Fulda kommen heute Mutter und Tochter, weil sie mehr erfahren möchten über ein Erbstück. Im Internet haben sie schon recherchiert, wie viel diese Vase wohl wert sein könnte. Das fängt bei 500 € an und dann sieht man Auktionen, wo man sich denkt, okay, das sind jetzt schon 3-, 4-stellige Summen, 5-stellige Summen. Wir wissen nicht, was wir in der Hand haben. Wirklich nicht. Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Da haben Sie uns ja eine imposante Vase mitgebracht. Was hat es mit der auf sich? Sie hat uns auch immer sehr, sehr gut gefallen. Und was können Sie uns darüber erzählen? Erzählen kann ich nur insofern, als mein Schwiegervater nach der Flucht aus Ostpreußen in Schleswig-Holstein dann aufgeschlagen ist, ein großes Haus gebaut hat und für meine Schwiegermutter, die mit Jugendstil in Ostpreußen aufgewachsen ist, und da musste ja alles zurückbleiben, fing er an, auf Versteigerungen zu gehen, auf Auktionen zu gehen. Wann war das etwa? Das war So das Mitte Jahrzehnt. der 50er. Der 50er Jahre. Ja, schon. Das ist bemerkenswert, ja. Und meine Schwiegermutter war nicht depressiv, aber immer so zurück, immer wieder davon. Na klar, ja. Und um ihr das eben mehr heimzugeben, hat er dann angefangen. Er hat überhaupt nichts davon verstanden. Ja, das ist ja eine tolle aber Geschichte. er hat einfach, wenn es ihm gefallen hat, ne? Ja. Und er hat 12 oder 14 Vasen insgesamt dann gehabt, von klein und groß. Meine Schwiegermutter hat auch jede Vase immer benutzt. Er hat ihr immer Blumen mitgebracht vom Markt samstags und das musste in eine Vase. Dann nach dem Tod der Schwiegereltern wurde das unter den Kindern verteilt, ja, und wir haben uns halt ausgesucht, jeder ohne Streit, ohne alles, die gefällt mir, die nicht, ja. Ja. Und Sie sind miteinander verwandt, also. Ja, das ist meine Tochter. Ja. Und die Vase hat Ihnen besonders gut gefallen? Die hat uns besonders gut gefallen. Also die gefällt in der Tat sehr gut. Es ist tatsächlich eine typische Jugendstilvase, Ja. so spätes 19. Jahrhundert, also so das letzte Jahrzehnt ungefähr des 19. Jahrhunderts. Und auch diese Form, diese konische Form, gibt es übrigens auch bei Gallet, nur dass diese nicht von Gallet ist, dazu kommen wir dann Richtig. gleich noch. Und prominent auf der Vase dargestellt, wie das ja im Jugendstil oft der Fall ist, große Blüten. Ich denke, das ist hier eine Orchideenart, die hier zu sehen ist. Ja. Wunderbar prominent, groß auf der Vase ausgebreitet, dazu aber noch lauter weiteren Dekor, unter anderem diese rätselhaften spiraligen, sind wahrscheinlich so Flugsamen. Das kommt tatsächlich ganz oft auf Jugendstilvasen Tatsächlich, vor. ja. Das ist ein sehr beliebtes Motiv gewesen. Und ich glaube schon, dass das so insgesamt die atmende Natur ist quasi, die hier atmosphärisch dargestellt wird. Auch wenn wir mal unten anfangen, das Glas ist in mehreren Schichten hergestellt, da sieht man auch so Schlieren durch, also das sehr komplizierter Vorgang mit immer neuen Glasaufträgen, die dann diese ganze Gestaltung erzeugen. Und hier gibt es dann so Flecken, sagen wir mal, die dann so aussehen, als ob sie gehämmert wären, so wie bei Silber. Wenn Silber getrieben wird, gibt es, wenn es noch nicht poliert wurde, so diesen Hammerschlag. Und das ist hier imitiert dadurch, dass tatsächlich angeschliffen immer wieder so kleine Schliffflecken erzeugt sind. Das zieht sich so überall über die Vase, gibt der Sache dann eben auch noch mal Leben. Und dann das Prominente sind natürlich die Blüten selber. Das sind dann Gläser, die auf das Glas dann nachträglich noch mal aufgetragen wurden. So ähnlich eigentlich wie bei Einlegearbeiten in Holz oder auch in Stein oder so. Wird deswegen auch im französischen Marqueterie sur Verre bezeichnet. Also diese Technik hat einen eigenen Namen. Und das war eigentlich so die Königsdisziplin der Jugendstil-Glaskunst, tatsächlich diese Marqueterie zu erzeugen, die dann ja noch mal geschnitten werden musste, um dann schließlich plastisch diese Blume dann auch hervortragen. Und jetzt will ich mal eins mal ausprobieren, das mache ich immer sehr gerne. Ich habe hier so ein UV-Licht mit. Wenn ich das jetzt hier dahinter halte, dann sehen Sie, was hier alles passiert mit der Vase. Was das da heißt, noch alles zu sehen ist. Das ist natürlich nicht ein Effekt, der so beabsichtigt war, dass man da mit einer Taschenlampe daneben steht. Aber wir können zwei Dinge sagen. Erstens ist sie leicht radioaktiv.
Aber das ist nicht besorgniserregend, wenn man nicht gerade sie unterm Kopfkissen hat, sozusagen. Und das Zweite, dass sie mit dem Sonnenlicht wahrscheinlich besonders gut funktioniert, weil da natürlich das UV-Licht der Sonne... Deswegen stand es immer Südzeit. Immer auf dem Fensterbrett. Dann fängt die richtig so rätselhaft an zu leuchten. Und diese Rätselhaftigkeit ist ja auch so ein Yunoshi-Aspekt. Unglaublich, ja. Jetzt muss ich natürlich noch einmal das Geheimnis lüften, was unter dem Boden ist. Guck mal, das ist doch ein nettes Instrument hier. Ein kleiner Zeiger. Und da sind so Bänder in Gold eingerieben. Also die sind graviert und dann nochmal vergoldet. Auch wieder ein irrer Aufwand, allein um so eine Signatur da unterzubringen. Und da lese ich Verrerie d'Art de Lorraine. Und hier sind Buchstaben B, S und C. Déposé. Déposé heißt, dass es eine Marke ist, die dann nicht geklaut werden durfte. Also wenn das jemand nachmachte, dann konnte man das einklagen. Deswegen hatte man das immer als Patent quasi oder als Marke geschützt. Und Verrerie d'Art de Lorraine, BSC, sagt uns etwas. Sagt uns etwas. Das ist eine Manufaktur in Lothringen im Meisental und die heißt Bourgoin, Schwerer und Co. Und diese Manufaktur wurde schon im 18. Jahrhundert gegründet, aber so die Blütezeit erlebt sie, wenn Mathieu Bourgoin diese Manufaktur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernimmt. Und der Vater von Mathieu hatte schon Handelsbeziehungen zum Vater von Émile Gallet. Und die beiden Häuser waren sehr eng miteinander. Und Émile Gallet war auch von den Arbeiten von Bourgoin sehr begeistert. Das kann ich mir vorstellen. Und so kam es, dass Émile Gallet und Mathieu Bourgoin 1885 einen Geheimvertrag geschlossen haben. Und für etwa 10 Jahre wurden die serienmäßigen Gallet-Gläser alle in Meisental gefertigt unter dem Namen Gallet. Aha. Also den Geheimvertrag kann man vielleicht noch ergänzen, liegt ja daran, dass es zu dieser Trennung, politischen Trennung kam. Meisental lag ja im dann deutschen Elsass. Genau. Oder Lothringen vielmehr. Lothringen. Und Nancy blieb französisch. Und das hieß, dass die Kooperation, die es schon vorher gab, weil Gallet gar nicht selber Glas hergestellt hatte zu der Zeit. Die haben das Glas weiter dekoriert und vertrieben, aber sie haben es in Meisental herstellen lassen, dass das nicht mehr ging, weil da der Zoll dazwischen war. Und dann haben sie es eben geheim, also eigentlich auf Schmuggelweg quasi fortgesetzt, bis dann Gallet eben seine eigene Glashütte gebaut hatte und das dann zum Ende kam. Und dann Bourgoin unter seinem eigenen Label produziert hat. Das ist eine Vase, wo wirklich alles vom Feinsten ist. Alle Techniken, die man haben will, sind hier sozusagen verbaut. Das ist wirklich das Feinste vom Feinsten. Super. Was denken Sie denn, was so ein Stück heute auf dem Markt wert ist? Keine Ahnung. Deswegen sind wir unter anderem auch hier, Also um einfach einmal eine Expertise zu haben, einfach mal einen Anhaltspunkt. Wenn er es in den 50er Jahren gekauft hat, da waren diese Stücke nicht wirklich wertgeschätzt. Also das war sicherlich dann schon auch damals teurer. Aber heute, wenn ich mal ganz vorsichtig anfange, liegen wir hier vielleicht zwischen 6.000 und 10.000 Euro. Nee. Und es ist vor kurzem gerade erst eine sehr ähnliche Vase versteigert worden in einem deutschen Auktionshaus. Die war auch so angesetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das Ergebnis war 14.000 Euro. Das ist ein Wahnsinn. Ich fasse es nie mehr an. Doch. Bitte machen Sie das. Und vor allen Dingen haben Sie ganz viel Freude daran. Ja, das finde ich ja eine wunderschöne Geschichte, dieses Erbe. Also der Schwiegermutter eine Freude zu machen und dann ist das sozusagen belohnt worden. Kann man sagen. Richtig, ja. Also, wir sind entzückt, dass wir so ein schönes Stück hier vorgestellt bekommen haben und wir wünschen Ihnen weiter viel Freude damit. Danke sehr. Wunderbar. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank. Sehr. Das hätte ich nicht vermutet. Nein, ich hätte es nicht vermutet. Und ich habe das jetzt hier wie ein rohes Ei. Das ist wirklich eine Verantwortung.